Ich befinde mich hier im Riedenpark im Quartier Engi und da, auf dieser Weise wird sich dann zeigen, findet wahrscheinlich der grösste Event von Zürich statt, wo sich Leute treffen und meditieren zusammen. Ich werde ein paar Leute danach interviewen, wie sie es erleben und wie wichtig ist ihnen Meditation und wie sie das machen. Viele Leute sind einfach gestresst im Alltag, können sich nicht richtig entspannen. Und Meditation ist ein sehr schönes Tool, um zu entspannen. Und es ist auch sehr simpel, du kannst es überall machen. Und die Idee da ist eigentlich, dass die Leute für 20 Minuten anhocken und zusammen meditieren. Und das Schöne ist ja dann, dass sie sich auch austauschen können. Wie haben sie es erlebt, dass sie vielleicht auch zusammen mal sich wieder treffen und meditieren. Und ich würde sagen, gehen wir zu den Interviews, wie sie es erlebt haben. Let's go! Also die erste Frage, die ich gestellt habe, ist, was die Motivation ist, dass die Person da angekommen ist. Ja, ich meditiere täglich seit 4 Jahren. Und ich finde es immer interessant, in einer Gruppe zu meditieren, weil es eine andere Energie ist. Weil es irgendwie, ich weiß nicht, es ist einfacher, so wirklich in eine Meditation reinzukommen, wenn ich in einer Gruppe meditiere, als wenn ich allein meditiere. Also die Motivation war, dass man in einem Kollektiv eigentlich als Gruppe da kommt und einfach die Energie halt von Leuten, die motiviert sind. Auch die Natur natürlich, ich meine, man sieht da sehr viele Bäume, auch im Hintergrund, sehr viel Grün in dem Sinn, die Vögel zwitschern. Und ja, es ist einfach spontan und man macht auch mehr, als wenn man daheim wäre. Daheim würde man einfach irgendwie anhocken, hat keine Lust, geht etwas essen, hat Hunger. Und da bleibt man wirklich, ja. Und das hat mir gefallen. Ich habe es gesehen auf Facebook. Ich finde es sowieso eine ganz schöne Aktion, in der Öffentlichkeit zu meditieren. Ich finde die Kombination eigentlich spannend. Meditation als Weg ist für mich schon ein langes Thema. Ich finde es sehr heilsam für mich selber und für die Gesellschaft. Und das Ganze so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen, draussen zu meditieren, auch mit fremden Leuten in ungewohnten Situationen, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Okay. Ja, also ich habe vor 2 Tagen das Event gesehen und habe es von Anfang an cool gefunden. Ich bin sehr meditationsinteressiert und das war der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Und die zweite Frage war, was für eine Technik die Person anwendet, also wie die Person meditiert. Also ich habe jetzt in dem Sinne nicht eine Technik. Ich weiss, man sollte sich auf den Atem konzentrieren und nicht denken und so weiter. Das Problem ist aber, wenn man denkt, dass man nicht denken darf, dann denkt man. Und das ist eben ein Widerspruch in sich. Das heisst, ich mache es einfach so, ich habe mehrmals auch Position wechseln müssen beim Hocken, weil mein Bein wehgetan hat, mein Knie zum Teil oder der Fußgelenk. Und dann wechsle ich auch die Position. Es muss angenehm sein, es muss nicht erzwungen sein. Und wenn ich dann Gedanken habe, zum Beispiel, ja, wie viele Leute noch übrig sind da, zum Beispiel, dann gehört das halt dazu. Das ist in Ordnung, ich tue das, aber wichtig ist, dass man das nicht verurteilt. Und das ist meine Technik in dem Sinne. Für mich ist es wichtig, dass ich in den Moment komme, kein Ziel habe, dass ich entspanne, präsent werde, dass ich einfach beobachte und nicht bewerte und so quasi mich selber so ein Stück weit also Self-Awareness kann gewinnen. Ja, ich meditiere meistens, also die meiste Zeit mache ich eigentlich Awareness Meditation, also einfach einatmen, ausatmen, mich auf das konzentrieren. Und zum Teil mache ich, also jetzt habe ich angefangen mit Vipassana-Meditation zu machen. Und ich mache das jetzt 3/4 Stunde bis 1 Stunde pro Tag. Ich habe eigentlich eine lange Ausbildung auf dem Vipassana-Weg, weil es so ein urbuddhistischer Weg ist. Ich habe mich auch ein bisschen abgelöst von dem. Ich tue heute einfach absitzen, mich zentrieren mir innen, vielleicht auf den Atem mal fokussieren. Aber dann tue ich einfach mein Bewusstsein, wenn du willst, einfach öffnen, die Unendlichkeit. Ich würde sagen, im Zen haben sie ähnliche Praxis und vielleicht bin ich so ein bisschen auf einem Zen-Weg gelandet, aber es ist eigentlich meine eigene Praxis geworden. So, einfach der innere Raum von unendlicher Freiheit, mich mit dem verbinden und alles beobachten, was drin auftaucht, in diesem Bewusstseinsfeld. Das war es vom heutigen Video. Jetzt die Frage an dich. Tust du auch meditieren? Hast du es schon mal ausprobiert? Hast du schon mal von Vipassana gehört oder hast du eine andere Meditation schon ausprobiert? Schreib doch in die Kommentare rein, welche Meditationsart du anwendest oder was dich interessiert an der Meditation. Ich würde dir gerne eine Antwort darauf geben. Das war es vom heutigen Video. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao zusammen.